gerade an der Pressekonferenz nicht an Tag gut gelöst, ob du offensiv oder defensiv gibst. Sie sind 2-0 Hallen von diesem Match erwartet, als Fitness, dass die nur kommen, weil die eigentlich gut schießen oder war ein taktisches Match, was war das? Wir werden uns, dass wir unsere Equipe auf Eis stellen und wissen, wie die Gegner spielt, und wir werden uns, dass die Gegner Eis passen. Und wir sollen ein Spiel machen, und wir dominieren den Rhythmus vom Spiel, und dass wir die Gegner zu bringen, sie müssen Eis passen, das ist das Ziel. Sie vielleicht Erkenntnisse mit dem Trainer festgestellt im Training, respektive den physischen Zustand von den Leuten, wo man gestern auf der Pressgeschwart von 100% wäre, die man neu sind, die Platz für Wacken nutzgreifen, was sie selektioniert. Sind alle wirklich 100%? Alle Leute sind auf 100%, müssen gucken, wie der Krankheitszustand von Thiago aus und entscheiden dann, ob den Thiago und danach als wir eben am Kader sind oder nicht. Das ist die einzige kleine Interrogation, was halt bleibt. Ja, für kurze Zeit die decisive Matcher waren wir nicht so gut dran, respektive aber nur nicht viel erfolgreich, als Russland oder Georgien und so weiter. Für der, dass man nur Amateur sind, für diese wichtige Match, das ist wichtig von die Uhren positiv aufzuschließen, die nächsten Gegner schon positiv aufgeschlossen. Was geschieht an deiner Evolution, oder an diesem Kampf, wird man die positiv von die Uhren positiv aufgeschlossen, wichtig von die Uhren positiv aufgeschlossen. Ich weiß, dass ein Job hat, dass viel vorstellt, von hier, von da. Ich meine, die Equipe als mehr mature gehen. Die Equipe hat gewiesen, dass an einem decisiven alles Match ein gutes Resultat erzielt hat. Und das wird Vertrauen für den zweiten Match, wo die Equipe alles will, auf Wert durchsetzen, für das zu konfirmieren. Ja, ich meine, der Trainer hat schon quasi alles gesagt, dass natürlich Spieler sind mehr gewinnt schon, wenn man nur schon zweimal gemacht und das etwas, weil da ist natürlich nur Selbstvertrauen gegen uns. Wir wissen, ob alle du können da so Matcher, das sind halt K.O.-Matcher, das sind wir, wenn es am Championat spielst, Cup-Matcher, das du oder ich sehe den immer dazu. Und voilà, du können probieren, ein Resultat zu machen und voilà, das haben wir gemacht. Man kann schon am Anfang nicht dazu sagen, spüren, dass jeder Predders da mal will. Aber wenn du mich kannst wissen, hätte ich mich auf alle anderen Matches ziemlich genau selbst gefreut. Das ist einfach für mich immer das Schönste für sein Land zu spielen. Und ich meine, für ganz viel, oder für jeder am besten Fall auch, dass das Stadion voll ist, das ist etwas, was wir über viele Jahre geschafft haben, mit guten Leistungen, mit guten Resultaten. Das freut jeder enorm, weil da war besonders, weil es einen extra Push gibt. Wir merken nicht alle Match, weil eine Ambiance, aber eine Stimmung von den Zuschauern oder vom Stadion eben dabei sie war gedroht. Und ich freue mich enorm darüber, und das ist auch klar. Ganz egal, ob du mehr oder mehr Arrangeur ist, ob das Freundschaft ist, Quali-Match ist, was auch immer, freue ich mich immer sehr. Der Fakt, dass du direkt 2 Goal geschossen gut, hast du vielleicht eine psychologische Knöpfe drüber abgegangen, die vielleicht eine gewisse Selbstverständlichkeit für den Goal im Jahr einfach für die Zukunft, respektive war ich schon gut. Für wen das groß ist, für mich oder für den Lauf? Für das Spielerfeld, ja. Ja, also ich meine persönlich steht das immens gut, dass wir 2 Goal geschossen haben, weil das war, wo wir auch ganz viel Wert drauf gelöscht und dann Traininger, viele Aufschlusssituationen gemacht und viele Assisser, wo wir für den Goal waren. Heute hat der Trainer nach Pumelo gesagt, dass wir, wenn wir in einer Schussposition sind, sollen schießen, die Aktionen aufschließen. Und ja, das war etwas, wo wir nur die letzten Main vielleicht gesagt haben, wir wären nicht effizient genug. Dafür hat man eigentlich der Kipp ganz gut gesehen, dass wir auch auswärts machen, man kann 2 Goal geschossen. Cedric. Das sicher ist, dass man in die letzten Matcher guckt, als viele darüber geschwärzt gehen, dass man vor ein gewisses Goalchancen rausgespielt hat und oder nicht genug Effektivität hatte. Und ich gebe so von mir darüber geschwärzt. Wir haben von einem Alles-Match, wo wir gut gespielt haben, waren wir mehr effizient. Mal geht es darum, gut zu spielen und effizient zu sein.
das die eine Sache. Und die andere Sache, der Loch hat einfach Fehler gespart, die vielleicht gemacht sind technisch. Das soll keine Kritik sein, das soll einfach die Spieler daran erinnern, dass am Anfang von dem, was sie können, also in ihrem Niveau gespielt haben, am letzten Match auch trotzdem 2-0 gewonnen hat, geht mal einfacher, dass alle Spieler auf sie 100% Niveau spielen. Da das was geht und darüber sind die Spieler 100% bereit, das zu machen. Sie sind allen ein gewisses Vertrauen und sie freuen sich alle Leute mal für eine volle Sterne zu spielen, weil das auch eine gewisse Energie mehr gibt, dass wie eine Motivation, ein neuer Push am Durums geht. Cool. Ich bin dann nur den Avocat du Diable, wo der Elfmeterschießen trainiert. Ja. Falls Malta er soll 2-0 gewonnen. Also an Verlängerung. Das ist theoretisch für mich. Ich bin kein Verfechter davon, generell nicht, wo volles Vertrauen an uns und die Equipe, dass man mal den Match nicht bei den Elfmeterschießen zu gehen. Und auch wenn man von Dragon, ja, ich trotzdem volles Vertrauen, dass man trotzdem das Gift über die Bühne bringt. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist, ich stelle dann ein Gage vor, wie trainiert den Elfmeterschießen unter den nämlichen Konditionen, wie wann nicht mal so der Fall sind. Oder generell, wenn in ein Cup-Final geht, wie trainiert den Elfmeterschießen unter den nämlichen Konditionen. Ich weiß es nicht. Just eine ganz Einschätzung dürfen Succès geschlagen die Studenten schon in einen Schritt zurück. Lützeburg nicht aufsteigen an die Liga D. Laurent, kannst du vielleicht so wie weit wäre der Succès oder aus der Antwort eine Mission accomplie, so eine Schlummern an der Liga C zu bleiben? Also ein Ziel wäre das in der Liga zu bleiben, das alles was ich dazu suchen kann. Wir wissen aber, dass nach dem Match Schwimmer steht, wir sind noch nicht naiv zu wissen, also wir sind nicht naiv, dass wir so ein Gedanke oder was auch immer, wir sind gut präpariert und wir wollen absolut an der Liga bleiben.